Nicht dann zum Final Event hier an der Inferno-Insel. Und jetzt mal Eschke am Festungstor effektiv 3 nicht schwere Etappen gegen Meister tun. Gehen wir da hier an Bowser's Castle, an der Bowser's Festung, den Zeppelin, überredet als Ochto der Testen. Waluigi an der Wario, das für die Nevrisch-Gewinner sind auch präsent. An der Schmenge mir steht also hier an Story ran. Here we go. Wie weit Luigi und die anderen wohl sehen. Ja, das ist ein gut froh. Wo sind sie drin? Wenn wir nicht ganz schnell an die Gang kommen, dann hören sie den Mur stehen hier auch noch am Schlosswerk, an der Festung besser gesagt. Also kurzer knapp, es geht ums den 5. Mur stehen heute zu vorne beim Kampf mit dem Hüter vom Schatz. Man kennt die Bosse von den Entfernungen von allen Inseln. Innerhalb vom Zeitlimit muss man den Boss schlagen. Der sieht 25 Minuten lang. Ohne Cutting, das Ganze. Und ja, ein ganz schön böser Figur. Keine schönen Amiibo, das da sind. Am besten noch von welchen Feuerspeizen. Lo brennt der Bowser Haut. Lo brennt der etwas anderes, was du vielleicht kennst von dem einen oder anderen. Auch probieren wir den Bowser noch zu verbrennen, respektive das, was von ihm der Hilfe gespielt hast. Ein ganz schöne Skulptur, also eine ganz schöne Idee für so eben Boss zu machen. Wir hatten ja Spiegeln an diesem Let's Play als Gegner. Wir hatten Mutant Piranha zum Beispiel zu kämpfen. Wir hatten noch andere Sachen, wie ihr wisst. Mit einer Eisplack immer gekämpft und auf der ganzen Ebene mit einem Riesenblume Battle gehabt. An der Teil ist also keinen Aufschluss mit den 5 Inseln, die es gibt. Und geht es eben hier, ich komme nicht hin, da das eben die Landing habe, wie ihr seht, die am meisten müssen. Nicht allzu schwer, hier am Anfang sieht ihr, wir mussten eben die Feuerbälle, die hin rausschmeißen und zurückschießen, die von Bällen. Und natürlich schwer aufpassen, dass wir in Gelaufen kommen. Da packt man leider nicht, also das ist nicht allzu einfach, immer für da hin, das kann ich verlieren, ein bisschen Zeit mit, ihr wisst ja. Der Teil ist am Anfang immer fast 2 Jahre, die ist mein Let's Play, also mit dem Minute gespielt, selber gespielt. Ich meine, das war für die letzte 2018. Also ihr seht hier wirklich, auch von Mengen Verhalten hier, das mich für lieber Spiele gewesen. Und hier ist sie eben ein Herz für 3 Mal gepackt. Wir verbrennen mal ein bisschen. Ja, wir sind noch so clever, wir sprangen dann durch über Feuer gerne. Weil ich möchte am Anfang nicht Speiz sein Feuer einfach so eine Richtung an der Schadung durch schon predicted am Anfang, dass man da ein bisschen über Feuer sprangen wie an anderen Leveln das der Fall war. Und hier ist eben noch der Punkt bei der heutigen Level, wenn du die Bälle nicht treffst, dann, ja, dann hast du eine kleine Fleck von Feuer. Dann da du gebildet, was nicht allzu gut ist, dass du aber auch last minute den Ball zu kriegen, du könnt nach dem Strahl hier, wo auch ein bisschen feierische Momente gehen, und ihr seht, echt Temperaturen hier, ich hoffe, ihr nicht von dem Video gesehen, dass auch schon bei 30 Grad sind, ich meine, das dauert noch ein bisschen, und wir sind aber mittlerweile erst die Wandertemperatur raus, und wir meinen, für ihr schon ein bisschen feierisch, ein bisschen sümmerisch, aber haben wir hier noch hin. Den Trickschlag, den wir da probiert haben, hier oppassen als wir sind auf der richtigen Platz, das ist dann noch klappen. Wann ihn dann Glach fängt, sozusagen, bis das dann klappen. Ja, schlecht Geschoss, wir können uns wohl hier alles erleben, wie das gesagt. Also auch im Moment, wir sind da blockiert, bald schlau natürlich durch ab. Den du bald will ich probieren, da kommen wir mal in Milan, das ist eine schwierige Situation. Wir verlieren viel Zeit da. Wenn man wissen, wir müssen einfach nach wie sollst du, wir mussten ein Herz nach Wäschkrieg von die letzten Episode kriegen. So, das gehört mit getroffen. Der wisst, was man da machen muss, du noch scheißen, wo die am besten geht. Du könnt den Punkt, wo ich da werden sprangen, wird noch gelenkt. Das ist eben nicht schwer, mir auch nicht allzu schwer, weil du das Timing raus und mir genug Urlaub sozusagen. Und nach einem versichern kann man den, voilà, auch nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Wenn wir dann die Zwischenphase, wo man blockiert sind und kein Ball können schießen, ziemlich gut gemischt. Ihr seht eben, wir mussten immer durch die Schutzschild einfach von ihm ein bisschen schwächen, also da so den Weg frei machen, für seinen Mund ranzuschießen. Okay, ich habe ihm zu erklären, das heißt in der First 2 vom Ganzen, wir packen noch nicht gesehen, mal gleich. Voilà,
voilà, du kannst den heute Fass. Weil du den richtigen Null wird, geht das auch nicht allzu schwer, du kannst natürlich ein bisschen eklig, ja, wir sind ein bisschen gefesselt. Wir werden aber direkt du auch als einen Trickschlag machen, wir werden noch viel Damage machen. An dem merkt man der Zeit, geht es ziemlich eng. Aber wir können Schmerzen packen wir jetzt an 13 Sekunden, an 12 Sekunden nach richtig hinzulaufen. Voilà, nein, geht schlau und zack, Herz ist fort. Wir haben beim First Try gepackt. Da haben wir da die Shade Bowser Skulptur aus abgegangen, hier muss den Nutz verleieren. Wir haben gepackt. Respektive da kein Muss steht der schönen Strahl, den wir da hat. Nachher geht dann die Wandershake-Köste, ob man am 5. Muss stehen. Ein ganz schön Level, also für ein Bowsers Insel auch einen guten Aufschluss. Feierliche Momente hatte mal den Bowser Lobrand daneben, Lobrand der Bowser, wie der den Titel hier gesehen hat. Wir feiern halt ein bisschen mehr. Das war noch nicht alles. Wie du in der Länge vom Video könnt gesehen. Gepackt Mario, die Bowser-Statue bewegt sich nicht mehr. Das heißt, wir sie zwar zum Leben erweckt gehen und wir haben sie ruhig gestanden. Das war wirklich ein hartes Match, ja. Wenn den Trigger raushört, ist es gegangen, also ich muss wirklich vergleichen mit den anderen Bossen, wenn das schwer. Hellmeister muss stehen. Oh ne, die Schatztruhe. Und 2 Kollegen tauchen auf. Ganz gut gemäht, Mario. Wahaha. Das kann der nicht besser, der muss ein Let's Play Mod kommentieren. Die Festung wird so gut bewahrt, du wennst du mir einfach drauf gewartet, bis du das wie halt frei musst. Und da sind wir direkt aus die Sache sicher gegangen. An der Zeit, wo du gekämpft hast, sind wir uns ganz heimlich den Schatz geholt. Wie ein Schatztruhe angepackt hat, anstatt die Statue sich bewegt hat, angefangen zu bewegen, hat er gedacht, alles rüber, aber dafür tun wir das. Mario Eddie dann, vom Muss, den muss ich verabschieden. Wir sollten nicht zuerst, also nicht seriös und nicht persönlich schölen. Nee, stopp! Hinno Mario, voilà, da guck mal lo, sie ja lang Zeppelin die ganze Let's Player in der wo sie fliehen. Sie machen sich, voilà, du man als Bruder. Es gibt also 5 Muss stehen, am 2 und die Hütter 3, also 3:2 am Anfang hätten wir gewonnen, nee, wir mussten aber alle 5 von kriegen. Da hat sich so angeteilt, dass dann ein größer Final soll kommen. Alle zur Richtung Stadion. Da werden wir alles Rechnungen begleichen, natürlich mit Krelo Final Battle am Hafenstadion, da wo die Geschichte angefangen hat, geht es dann noch vielleicht zu Ende? Fragezeichen. Wie kann das denn passieren? Ja, ein Tod ein bisschen traurig, ne? Wir können eigentlich auch nicht draus machen. Wir sollen zurück zum Stadion gehen und da gehen wir mal Prinzessin Peach und Prinzessin Daisy mal ein paar so, die wirklich noch während dem Anfang nämlich zu gesehen waren, die sich schön auf der Beach do gemütlich gemacht, wir nehmen nach der Inferno-Insel als Tennisplatz freigeschaltet. Und da geht es mit einer schönen Passage Richtung Hafenstadion. Eine ganz schöne Insel, und ja, da haben dann Peach und Daisy all die Zeit, die wir als Bad erkämpft haben, ihre Cocktail ganz gemütlich geschlürft. Bowser Festung haben wir aufgeschlossen. Bowser Festung haben wir gut in Erinnerung. Die ganze Inferno-Insel hat wirklich aus sich. Chapeau für so eine vernünftige Lash-Insel auf die Beine zu stellen und dann nicht wie an anderen Story-Modes, also auf der Bowser Festung Schluss. Nee, wir gehen da, wo als Geschichte angefangen hat. Wir sind also wirklich während 15 Parts am Kreis gelaufen. Hier ist ein Hafenstadion. Wir fangen direkt von der Story an. Hoffentlich mal. Hallo Mario, es ist wirklich erleichtert, dass ihr 2 wohlbehandelt zurückkommen sitzt. Ja, Peach, du kannst abhalten und Cocktail schlürfen. Komm mal direkt zur Sache. Erzähl uns, was du draußen als geschieht ist. Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy, wie dich mal Luft zu erleben. Der Tod erzählt der Prinzessin all Einzelheiten für seine Aventur mit Mario. 6 hours later geht es dann mal so. Puh, das war ja wirklich ein ganz großes Mast, die dort gemäht wird. Das erklärt dann noch den komischen Handziel, den sie da haben. Was
was für ein Handziel geht es dann? Also was für ein Kneipenziel, besser gesagt, geht es dann? Den als bestimmt seht, wie die Story 4 geht. Der Mario überlegt doch schon, den immer ganz random heuer aus heterem Himmelgrut. Darauf steht da Team Mario und Team Luigi zum größten Tennisfinal sollen untreten. Also können wir heute zum großen Battle. Da werde ich eben gesehen, was zu machen. Also dummer Leute nicht gerechnet, dass wir so an den Story-Mode rangehen. So 10 als Pausen ertischt. Dann die Grund, weil ich da mal live. Ich gehe noch als Tisch gesteuert. So was da eben halt. Hätte ich keine rauskatten, und ja effektiv belohnt, nicht gemäht. Aber ja, sie werden noch hier Platz herkriegen, wirklich, die muss ich mal lesen. Also sie noch den Ziel im Gesicht. Lucius Cup haut am Hafenstadion. So ein Zettel lesen, das ist nicht einfach wieder gesehen. Und dafür mal ein bisschen Zeit gebraucht. Den Zettel mal echt zu fangen und den Zettel dann mal zu entziffern. Kenne ich bei Englisch drauf geschrieben. Team Mario tritt am Einzelnen an einem Doppel gegen Team Luigi und Gewinner kriegen alle 5 Mustang. Team Luigi wird Team Mario vom Feld fegen, also wir werden die Wäschkeit, Wäschfähigkeit gehen, Menge sie. Sie sollen nicht zu schockiert gucken. Ihr habt doch schon ein Handziel für gelesen. Die Schleier Lucius, da muss Luigi helfen die Herausforderung endlich zu packen. Anstelle von dem bösen Schleier, den das Stadion zerstört hat, ich hoffe nicht, dass wir zu weit nach vorne gekriegt gehen. Dem Lucius möchte ist wirklich grenzenlos. Vielleicht ist er zu groß für uns. Auf keinen Fall das kleine harte Gegner, aber Mario durch das Abenteuer immer nicht stark gehen. Wir am Mario seinen Tenniskunst werden wir das Dollar nicht packen, also groß Sösch, kein Sösch-Prinzessin. Eng Stimmschätze, also die wir vom Anfang kennen. Wie das immer ist. Die Stimme, da das ein Observers. Lucius nutzt denjenigen aber aus, und das aber die ganze Licht manipulierbar sehen. Wenn er aber starke Wellen hört, der wird auch seine Stärke beweisen. Die Stimme immer kann man direkt, dass er hat Solarius ruinen. Das musste Wächter sehen, von dem Tod erzählt hat. Entschuldigt, dass wir so viel schnell waren. Erzähl es ein bisschen, wie man Lucius schlagen können. Liebe Wächter, so ist das. Wie können wir die schlagen? Was für ein Tricker gibt an dem Spiel für so ein ganz schwierige Schleier zu packen? Für Lucius auszuschalten und Luigi und die anderen zu befreien, muss ihn auf der Tennisplatz schlagen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Der Luigi mit der Murst und böse Schleier nicht ohne. Du musst eben weisen, was du kannst. Prinzessin Peach und Daisy. Die Aufgabe ist, Wario und Waluigi zu schlagen. Wir haben doch keine Chance gegen die zwei, wenn sie vom Lucius seiner Murst unterstützt sind. Die nächste befürchten, der Zone ist stark. Ich werde Murst vom König Solarius mit ihr alle Götten delen. Hex geht da wahrscheinlich ein Kerl dann zu machen, oder sie ein bisschen stark. Und ich werde eben merken, wer der witzige Moment kann gehen an der Story von Mario Tennis Aces, bei dem ich nicht gerechnet hat. Voilà, sie machen ein Kerl Level Up, kann ich so, und sie gehen abgeboostet. Der Cocktail hat also 6 Switelo brüscht. Und nicht das Lo eben Murst. Ein Murst, die in als Gött, die nicht mehr vorübergehen, das. Wir kriegen gedeelt, also wir machen eine Sharing Economy. Die Kraft geht also man nicht gedeelt. Wir sind halt ganz spirituell, kann ich sagen. Wir sehen in Peach und in Daisy jetzt, wo die Face brennen, kann ich bei mengen. Und sie realisieren, dass das Turnier unbedingt musste gewonnen, für den armen Luigi zu helfen. Hat dazu gefehlt, dass die kleinen bisschen Murst nicht mehr als genug wert sind. Also wir gesehen haben die Großfinale am Team Mario wird eben bedecht am Lucius Cup Final
eng echt Party werdet gehen töcht. Prinzessin Peach an Prinzessin Daisy, wie immer so schön als Channel gesot hun, mat schöne Kommentatoren neu, gegen de base Vario an de base Waluigi. Wir wollen schon heute Waluigi als Frage stellen. Willkommen an der großen Live-Berichterstattung von der großen Final vom Lucius Cup, der am Hafenstadion ausgedroht wird. Obwohl das Turnier recht spontan an Klewegruf gouf, als der Erwartung für Tennisfreunde ganz groß. Stadion ist voll gefüllt, wird man leider nur Corona-Zeit nicht so viel gesehen. So ist es. Es viel mal wissen, ist Team Lucius den leeren Jerry Schleier. Team Mario und Team Luigi haben eben neben stehen aus dem legendären Königreich vom Solarius clean gelöscht und haut Gott eben Geschichte geschrieben hier im YouTube-Channel von Team Letzebusch. Hier ist Lucius, wie man Rest von Tön aus den Schleier, weil er gar nicht voller Murst hier beschmückt. Team Luigi möchte den Eindruck, wie wenn sie dadurch gestärkt wären und noch bald unopalbar wären. Also wir kriegen die Haut nicht gestoppt. Und Team Mario hat einen besonderen Trumpf, der Mario. Und ein ganz tolles Abenteuer auf einer schönen Insel, aus der ganz schön selbstbewusst gehen, je wenig. Am Döble wird Waluigi auch alles ganz schwer machen, läuft Teddys Freund. Den Ausgang von dieser Final ist noch nicht gewusst. Also hast du das Moment, Doppelschläger sind noch kommen. Und Doppelspieler besser gesagt sind noch kommen. Da gucken wir direkt auf Platz, wen eben gegen das spielt. Voilà, du mal als ersten Wario und Waluigi, die Eskapaden, also sie gehen wirklich ausgebucht. Also, wir sehen noch heute Team Daisy und Team Peach, Pferdeclub Asorto, der Peppich, Prinzessin, mit dem der Nico immer gerne spielt an dem heute Spiel, und der Waluigi, die für Team Legion tritt, geht auch im Ausgebucht. Das sieht aber ziemlich egal, aber wir werden noch gleich heute gesehen. Und ja, Prinzessin Peach möchte noch seinen Hofknick sein und dann kriegt er von 2 Toadetten. Also möchte gerne Toadetten, sonst schon einfach. Den Schleier überrascht. Toadette gesagt ehrlich, also so sind 2 Toads, die am Muffwasser geflohen sind. Wir kommen dann heute zu einem Battle, einem Doppelmatch, das wir noch nicht bis richtig gesehen hatten am heute. Let's Play-Format mir auch eben den Unsporen, das Doubles, die wir auch, wir hatten 2-3 Matcher an diesem Spielover gesehen. Die gehen doch, und das ist immer etwas Schönes, das leider just, wieso sind die nicht so richtig durchkommen am ganzen Mario Tennis-Spiel. Ganz einfach, weil die Verbindung nicht gut ist. Also wir spielen halt gerade aktuell mit der Prinzessin Peach und Daisy möchte schon mal den nächsten Punkt. Was die Double dem nur geht, was ich will klar mal erzählen. Wir haben es auch probiert, die Spaßmomente am Online-Modus, also Momente war es wirklich ziemlich krass, wie das ganz aufschlussbar ist. Ich meine, einer kann schon erinnern, auch heute Ball ziemlich schwierig zu kriegen. Ich selber spiele noch gerne lieber Doubles, basierend auf die schlechten Verbindungen, basierend auf die schlechten Ball, also da werden die Schuss wie 100 von meiner Seite also ja, das war nicht, das tut schon am Online-Spiel geholt. Da war am Publikum, ich nicht gerade gesehen gehabt, weißt du, als Excuse, und ich wollte den einfach am Gesicht schlagen, auf den Ball. Just dass du Bescheid wirst, just eine Explikation zu dem Ball einfach nur am Pampa gegangen ist. So viel dazu da. Ich sehe dann, die zwei Vario und Waluigi, die diese Ball am Face auch selber stehen, sind noch ein schwert Gerüste abhängen mit ihrem Metall, sind nicht allzu flexibel. Das ist eben noch die Einzige, dass man die zwei an dem Outfit halt gesehen. Wenn man Martin normal spielt, ist es normal angetan, haben sich auch keine Rivalen als ein 8 Skin mit ihrem Outfit aus der Story, wenn die das Match vielleicht freischalten. Das ist aber nicht allzu einfach gegen die zwei, weil das Schwierigkeit bei dem High Level, also bei dem High Play to. Wir haben eben auch bei unserem Team einen zweiten Spieler. Den zweiten Spieler ist leider kein Matchspieler, den wir kennen, das ist einfach Computer an heinst du. Also es ist schwer für den Computer anzuschätzen, wie du heute zum Beispiel, wieso hat den Ball da nicht durchgeholt, auch heute steht teilweise mal zu passiv da. Natürlich ist das keine Excuse, dass wir den Ball nicht gut tun. Aber
so was eben den Egesches sind auch aufhängig von dem Computerbank hier neben launcht. Guck auch heute hätten sie hallo auch durch den Witz. Der Computer entschied sich automatisch für die Schuss zu machen. Natürlich möchte halt Leute Einstand, kann nicht bemängeln, mehr. Er hat noch vielleicht, ich selber hätte noch vielleicht ein wollte benutzen und nicht packen. Aber ja, wie der DB sieht, es ist halt eben immer eine unpredictable Situation möglich. Auch Heilo sehr gefährlich stimmt man den Ball am Weh. Möchte natürlich Heilo schönen Ball dann nur jetzt. Und wie der eben sieht, wir lassen uns halt vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, mit uns eben noch halt so ein zusätzliches Feld am Hafenstadion kann man so zusätzliche Moment am ganzen Geschehen, dass man da wirklich ein bisschen genießen. Die erste Kehr, dass man so richtig Double halt können spielen. Und das ist auch wirklich die erste Kehr am Let's Play, dass man nicht den Mario sehen. Ich habe schon immer am Anfang gesagt, wir spielen die ganze Geschichte einmal Mario durch. Nee, der noch ein Kehr Prinzessin Peach sehen, also ganz großen historischen Moment. Peach überhält dann die zweite Rolle hier am Let's Play, hier am Playthrough, am Story Mode. In der ganzen Geschichte. Da hat Nintendo um seine Egalität Frau und Mann bewiesen. Der Mario kann alles machen und Peach kriegt auch einen schönen finale Match auf dem Plateau. Präsentiert so viel mehr Statement zu der ganzen Geschichte. Dort so. Dann erleben noch ein Kehr den Schleier, der vom Mario Futti geht, der dadurch ist zu erklären, die sie noch limitiert auf beide Seiten. 6 Schleier immer alle guten. Für halt wirklich auf der Chaos auf dem Schleier ist mittlerweile eine Sache von der Unmöglichkeit. So nicht ist wirklich auch halt von mir. Dort das meine ich schon Doubles am längsten, da ich beim Netz stehen und der Ball einfach direkt an die andere Richtung pochen. Das hat mir ja halt ziemlich gut gelingt, wo sie einfach nichts machen. Wir haben eben noch die zwei Toads, die immer nach Team Peach oder 6 verfolgt an der Reihe, also ein Stück gemäht. Der Satzball, wir haben also Best of 3 zu spielen mit 3 Sätzen zu so. Du wirst halt eine Taktik heißt. Ich probiere das von durch zu knüpfen, dann könnten wir nicht drin, und dann machen wir den Satz. Spielersatz für Eis. Es steht immer 2:0 am ersten Satz. Also erster Satz ja entscheidet, wir müssen nur einen Satz packen, dann ist die ganze Geschichte erledigt. Auch hier durch den Jobball immer mal Face on Face. Wie ihr seht, werde ich gerade fängt Taktik können am Netz bleiben. Und ihr seht eben, was viel effizienter das. Was ich zwei auch so stehen, da kann ich eiskaliert dann den Neckknuppen nach einem Replay. Du kommst definitiv mit runter, wir sind sehr. Und das ist eine Double meine Lieblingsposition. Das ist beschwert, wir werden leider nicht oft genug Doubles können spielen. Vielleicht von den oder anderen Let's Player geguckt hat, kann ich ein froh für Tennis-Matches zu machen. Wie Mario Tennis Aces ist leider ein Spiel, das gibt zu der Release-Zeit viel gespielt. Und das bisschen dann vergessen rutscht. Leider natürlich auch tun, dass man wirklich ein Mario Kart ich das sind auch noch als Zeitspiel denke ich Cartoon. Auch hier wirklich schon Daisy ganz schönen Ass. Aber wenn es so außerhalb ist, von der Bot auch so nass möchte, aber nicht das auch machen, ist das ziemlich dreckig. So muss den Double hier klären. Für dich. Also der Wario war Luigi fand ich persönlich ziemlich enttäuschend. Zumal, weil ich bedenkt, sie hier dumm am Lucius Schleier mehr Mulchkrut, am Jolo kleine Booster für den Krut von erst Solarius Ruinen. Ich habe mal von dem Double ein bisschen mehr Schwierigkeit erwartet. Und auch am ganzen Story-Modus der Vergleich, für die ganze Bowser-Welt gesehen, durch die Kammerklappe gesehen. Heuer Säckel um den Punkt, dann hält Nintendo hier Ideen, holen erst ein bisschen auf. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Wir haben hier für die große Finale am Hafenstadion, da wo du geht. Ja, aber so. Ich habe ja ein Gefühl, wer das Spiel noch gehabt hat, da ist nicht der Schluss. Es könnte ein Butterpilz,
no an wir werden in der Let's Play gesehen wie die ganze Geschichte die ganze Aventur 4 geht. Wir kommen dann zum Matchball an ich werde im Hyperroden no Matchball werde ganz abrupte Kant gehen. Wir sind aber 25 Minuten schon kommen an für Park zu machen. Ich die Decision getroffen habe Kat ohne großartig Merci zu so. Geht am nächsten also 2-0 gespielt. Es geht am nächsten Park der 4 Runden. Am nächsten Match der könnte sich roden der könnte ich schon denken wenn das ich rufe nicht nicht so nicht kurz knapp Merci no gucken und dann hi am Story Mode geht es nächste 4 Runden. Ciao ciao.